Bonjour Leute, herzlich willkommen für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich will heute mit euch über das Erasmus-Programm schwätzen. Das ist ein Austauschprogramm für junge Leute, den es schon seit einer geraumer Zeit gibt. Also eigentlich benannt Erasmus von Rotterdam, ein Humanist. Und das ist ein Programm, das alle Jahre von über 200.000 jungen Leuten benutzt wird, von den wichtigsten europäischen Programmen. Gëtt an der Zwischenzeit ass den ausgebaut gin, méi wie en installiert gin als Erasmus assen an der Zeit 2013 all Joers mat iwwer 3 Milliarden dotéiert gin Fong den dummer der dotéiert gin ass. An lo seit 2014 gëtt den Erasmus Plus, den eigentlich och an de professionelle Bereich geht, wo net nëmmen Heichschulen ënnerneen sich austauschen, wo Studenten austauschen, méi wo och eigentlich mit praktischen an Entreprisen Stage gemerkt gehen und noch op de manier den junge Leute mit praktisch Kontakt und mit praktischer Erfahrung nach Noburg. Das ist so, dass das Programm auch dadurch einen immensen Succès hat, weil am Anfang Europa verkörpert an seiner Vielfalt kulturell an den jungen Leuten, wie gesagt, eine immense Lebenserfahrung bringt, aber auch einen Austausch zwischen Schulen. Aber wenn ich so Schulen an die hat das vielleicht schon gesehen, habe ich immer Haupt bei mir Plateau sind pur Gäste, das den Herr Bertel, Herr Jules Bertel, der Professor vom Lycée du Nord von Volz. Und zusammen mit Studenten, mit 4 Studenten, 2 Studentinnen aus Finnland. Und das ist ein praktischer Beweis, wie das funktioniert, wie sie am Anfang den Austausch machen. Herr Bertel, vielmals merci, dass die Invitation hier akzeptiert hat, für ein mitzumachen. Das ist ja am Anfang so, dass wir uns kennengelernt haben, weil da ein Stagiaire hat, die sich Julie Hansen, die sich hier bei uns am Parlament an dem Moment 6 Wochen in einem Stage beteiligt hat. Und wir waren da ganz froh, und das hat mich am Anfang darauf gebracht, für, wie gesagt, auch ein den Nordlauster, den Erasmus-Programm ein bisschen mitzubringen. Was für dich, die als Lycée du Nord Volz, die man schon lange hat, hat er gesagt, was für dich am Anfang bewegt, für damit zu machen? Was sind erste Erfahrungen oder respektive, wie ist das weitergegangen? Ja, also wir haben schon für rund 10 Jahre angefangen mit den Stagen am Ausland. Das ist Umgang. Und sich, wenn wir eine Partnerschaft mit einer deutschen Schule hatten, und du hatten einfach so ganz informell, ohne über das europäische Projekt zu fahren, hat man einfach dezidiert, dass wir einen kleinen Austausch machen. Natürlich ein paar Schüler von Volz machen ihre Stage dann zu Halle bei Bielefeld, und ein paar Schüler von Halle sind dann auf Volz gekommen. Und, weil das eine ganz flotte Experienz war, haben wir dann dezidiert, aus dem ganzen ein europäisches Projekt zu machen. Und den noch dann löserlos ausgebaut ist. Und seit 2006, 2007 schicken wir alle Jahre 10 bis 15 Schüler ihre Stage ins Ausland machen. Und das am Kader von einem Partenariat, wie gesagt, wo wir Schulen aus Halle von Bielefeld, also bei Bielefeld, von Straßburg, Martigues am Süden von Frankreich, Prešov an der Slowakei, und auch Lappeenranta eben aus Finnland, wer da als Partnerschule sind, wo wir dann auch prioritär probieren als Schüler bei denen Partnerschulen, an denen Gegenden zu platzieren, weil das einfach auch mehr einfach ist an Enkadrement mit flott ist. Als Gegenleistung ist es natürlich auch so, dass dann Partnerschulen Schüler auf Volz schicken, die wir da probieren, heute zu Lützeburg dann eben einen Stageplatz zu finden und zu enkadrieren. Als 2 finnische Schülerinnen auch hier wird dann noch effektiv den praktischen Beweis, dass das solche System, was ganz gut funktioniert, wenn über so Partnerschule führt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viel persönliches Engagement dahinter steht. Also ich meine, so ein Programm, wenn die Schule sagt, okay, wir machen da einen Deal, dann holen wir da einen Deal, dann ist das eng gesagt, dann ist das ja. Aber ich meine, auch von ihr aus, als auch bestimmt auch viel persönlichen, also persönliche Kontakte, die ihr noch dadurch knüpft, und das wird schon auch eine Basis sein für ein gutes Partenariat oder in dem Moment mit so einer Schule zu haben. Ja, also ich meine, muss ich schon ein bisschen Enthusiasmus für das Ganze weisen. Also das mit relativ viel Arbeit verbunden. Wie gesagt, zu diesem Moment haben wir ein Partenariat, das ganz gut funktioniert. Wir haben mit den nämlichen Partnern zusammen geschafft, schon seit 7, 8 Jahren.
Du huet sech einfach etwas opgebaut, wat Zare lo no so viele Joren Erfahrung ass et lo net mir grad so erbesintensiv wie an der Zeit. Muss auch so, dats vun den europäischen, dat alles vun Europa auch finanziert, dat ass natürlich auch mat ganz viel administrativen Erbechte verbonnen, weil dat geht jo net einfach, dass man Schüler egent zu hechecken an sos passiert neicht. Dat heißt, du hast schon auch en ganz Reihe vun Verwaltungserbechten zu machen, die awer all Joers dann effektiv rumkommen. Muss gemerkt gin an dat mir so nëmmer mé giffen do aufbauen mat dem bürokratischen Opwand méich sobal Visuren am Spiel sinn an so weiter, dat de Fonge muss benutzen, dann get kann ich mir firstellen, dat dat eng gros Erbe eng Envergeur auswer, die trotzdem wann ihr merkt, dass es bringt, dann dass es ein erfolgreiches Projekt. Also ich meine, dann hast die Erbecht, die dort drasticht, die geht dann noch valorisiert, sodass das nicht so dramatisch ist, dann einfach nicht. Ja. Aber wir schwätzen auch von den Schülern, wir schwätzen doch gerne Mathe-Schüler. Ich meine, wie eine Klasse, als der die heute am liebsten die noch immer teilhält, dann was für ein Alter, als der von ihr, die unser Programm dort teilholen? Also das ist immer ein T2CM und ein T3CM. Ja. Ja, das ist eine Technikklasse und ab 18 Jahren. Ab 18 Jahren, okay. Und das ist natürlich eine immense Erfahrung, wenn ich kann in so einem Programm teilholen. Wie war die Zeit, die du hast mir erzählt, die wärst in Deutschland gewesen. Was kannst du kurz als Nachlauscher sagen, wie das kurz aufgelaufen ist, die paar Wochen? Also ja, am Anfang war es ganz flott. Just, ich war ganz allein da, aber das war auch für mich ziemlich gut, weil ich muss dann 6 Wochen allein leben und da konnte ich noch daraus lernen. Und neue Menschen kennenlernen. Und noch der Arbeitswelt. Und der Arbeitswelt auch ganz anders wie bei uns zuletzt. Ja, das heißt, das war im administrativen Bereich und das ist auch etwas, was ich kenne. Und in der Berufswelt, dass du in die Richtung willst gehen, dann habe ich eine wertvolle Erfahrung schon gesammelt. Ja, als ein anderer Kollege kannst du auch vielleicht ein paar Worte der Spektateuren ein bisschen so mitkriegen, wie so etwas auflebt. Ich meine, wie die Decision gefallen ist, wieso just du, hast du dich gemeldet gehabt oder hat die Schule dich rausgesucht oder kannst du vielleicht den Spektateuren so, wie das gegangen ist? Ja, am Anfang war es so, dass ich mich freiwillig gemeldet habe, ich und einer Kollegin, für eben einfach eine neue Experienz zu erleben an einem skandinavischen Land, Finnland. Also das war wirklich eine ganz neue Erfahrung für uns, weil von keiner von uns dort gewesen wäre. Und war wirklich, also, es war auch gut, dass ich meine 2 Kollegen dabei hatte. Da konnte man es ein bisschen roden. Also schon zum Beispiel schon dabei geschafft, wo sie hier kommen zu Lappenranta an einer lokalen Süßkäsefabrik. Ja. Also meine Hauptaufgabe war dann die bei den Zutaten entweder zu modifizieren, so dass nicht andere Sprachen aufgebildet gehen. Das war Anfang eine ganz interessante Erfahrung für mich, weil ich hatte auch Gelegenheit, andere Arbeitsmethoden kennenzulernen. Und schon noch mit einer Frau zusammen geschafft, die mir auch ganz gut weitergeholfen hat. Das war am Anfang eine ganz positive Experienz für mich, die ich auch als nächste Generation noch weiterempfehlen. Ja. Du hast für noch Stichwort gefallen gewesen von der Mehrsprachigkeit, wir hatten darüber geredet. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas war, was für dich immens wichtig war, dass du die paar Sprachen beherrschst, und aber auch da bei ihnen wahrscheinlich ganz gut ankommen. Also ich meine, dass du da immens respektiert wirst, dass du die verschiedenen Sprachen da kannst, die wir zu Lützeburg nicht mal können, die an anderen Ländern nicht so evident sind, die 3, 4 Sprachen. Ja, also am Anfang nicht mehr so, dass ich praktisch mit Englisch geschwärzt habe. Auch Okay. mit denen. Zum Beispiel den nach Frankreich oder so geht, für Stage mit ein bisschen mehr Avantagen. Also, Ja, die kriegt man Deutsch, die mit Englisch, mit Französisch, ja, okay. Also im Allgemeinen ist es positiv, von den mehr Sprachen beherrscht, wie zum Beispiel 3 oder 2 Sprachen. Also wir schwätzen ja konkret, vielleicht hier wird hauptsächlich ein Erasmus Plus, um uns weiterentwickelt, das heißt, der praktischen Teil am Anfang, der noch Stagen an den Betrieben beinhaltet. Da ist die finanzielle Montant substanziell,
an Blut gesät ginn, de beinhalt lo fir die nächsten 7 Joer 15 Milliarden pro Joer. An ich hat schon gesot, dat iwwer 200.000 Schüler dorun Deel hoelen. Spien Lützeburg a Finnland, dat sinn amfong die Länder, wann en die Statistike guckt, dat sind die Länder, die eigentlich am meeschte Studenten schicken. A Spien as go och dat Land wat die meeschten ophelt. Also de gesit, dat do Länder sech besonders afir besonders afir ass dann natürlich auch Finnland. Do you come from Finland, from the north or from the south? From the north. Yes. And the north is more nature, not so very big industry, big companies. Yes. And how is your first impression? Do you can told a little bit, spoke a little bit about your experience, your expression? Well, yes. When we first came here, there was almost summer in here in Finland. It's still raining snow, and everything is so beautiful here. The buildings and everything, and people are so nice here. It's easy to find contacts, to have contacts with other young people from. Yeah, I think because we already know some of the people here, and then we can meet their friends, and we meet in city some and people. For you, it's a famous experience. Yeah. Do you knew the program before? It's the first time that you participate on Yes, it's on first this time. on the program. Yeah. But before, in Finland, it's a very important subject. It's yes. Yes. Also, Herr Bartel, dir gesagt, das einfach sie lo gesot, ich bisschen de Spektateure lo so, dat heißt, sie fanden eng immens Experienz und sie fanden auch einfach für Kontakte herzustellen. An dat as jo a jong Kleit sowieso mir einfach mé. Ich mengen och wie Silo aus Finnland op Lützeburg kommen, dat einfach dat as jo auch funden habt opgehen, also Abhänger am Fong vun dem Programm, den en Austausch, den am Fong engem Kontakte ermöglicht, den engem einer Kulturen, dat war wahrscheinlich auch an ihrer Experienz von all den Jahren, als er bestimmt flott van so kannst zurückdenken, was du alles in Sternen hast von. Ja, also ich meine, von den Hauptobjektiven von all den europäischen Projekten, besonders die am Schulbereich, ist natürlich stehen, dass Kontakte geknüpft gehen zwischen den einzelnen Ländern, zwischen den einzelnen Kulturen, dass Leute sich besser kennenlernen, dass auch den europäischen Geist natürlich ein bisschen dadurch gefördert wird. Da nebenbei natürlich dann noch den Sprachen dazu, also auch wenn als Schüler natürlich alle gut relativ gut Französisch, Deutsch oder Englisch können, ist natürlich der Fett, dass sie 6 Wochen zum Beispiel in Frankreich schaffen, praktisch nicht mehr Französisch muss schwätzen, das bringt natürlich noch auf dem Punkt natürlich etwas bei. Aber also für uns ist der Sens immer noch effektiv den europäischen Gedanken an dem Ganzen, dass die Jungs sich besser kennenlernen und sich auch besser verstehen. Das ist ganz klar. Wir haben Orlo, wie wir Julie bei uns hatten, haben wir auch eigentlich, wir waren ja in dem Moment Tutor von seinem Stage. Und das muss ich sagen, dass das ein ganz seriös Arbeit gewesen, die hat ein bisschen aufwickeln. Und ich wollte eigentlich die Frage stellen, wie das ist einfach schon, also das ist seriös und das ist auch Arbeit für das zu dokumentieren. Und ich meine noch, dass das in der Schule her noch aber ganz streng kontrolliert wird, was ihr die 6 Wochen so gemacht habt. Also ja, ja, es war auch schwer, verschiedene Sachen zu machen, weil ich hatte auch Aufgaben, wo ich dann also auf mich selber gestalten. Ja. Also das heißt, ich müsste wirklich gucken, dass ich nicht viel Fehler mache oder so, weil die hatten noch eins so nicht immer kontrolliert. Und das ist auch, ja, das war ziemlich aber auch schwer. So. Ja. Ja. Und an den Ländern so finden da auch Bereitschaft von denen, die die Formation, die man das doch sicher gerne. Das ist etwas, wohin sich auch ganz wohl viel von denen mit denen so nicht Formateuren dort zu dienen wird. Ist das kompliziert oder ist das minder kompliziert? Gibt es Leute, die das lieber machen, andere machen das nicht so gerne? Oder geht ihnen da gut enkadriert? Ja, es geht ihnen definitiv gut enkadriert. Also, mir war es so, mein Tutrice war immer ganz also strikt und nicht wirklich strikt, mehr einfach Englisch, was meine Arbeit angeht.
war auch ganz positiv mit mir. Und da habe ich, also, Akkredement war wirklich ganz positiv. Auch. Ja, ja. Nach eng lächt vor an dann leef als Zeit wie gesot leef als firmer fort. Herr Bertel hu Dir Orlo Di zu Lützeburg eng ganz paar die Kontakte fir wie gesot die ausländsch Studenten ze placéieren, die Kontakten kéint dat nach méi intensivéiert gin, kéint dat nach méi ausgebaut gin oder hu Dir awer regméisseg Entreprisen an so die sech wirklich bereet erkläre fir wie gesot so Stagiieren ze hoelen. Ass dat och wahrscheinlich perélegen Austausch den. Also das ganz viel persönliche Kontakte effektiv mit den Betrieber. Wir haben in der Zwischenzeit natürlich eng Reibetrieber hauptsächlich aus dem Wölzer Raum, die relativ regelmäßig ausländische Studenten abholen. Ziel muss aber weiterhin sein, dass wir probieren, die Betrieber mehr festnahmen und Schulen und die Projekte zu bannen, auch eben am Kader von dem allgemeinen Kontakt zwischen der Berufswelt und der Schule, die auch soll intensiviert gehen. Ja. Ja. In dem Sinn hoffen wir, dass auch in Zukunft noch weiterhin Betriebe bereit sind, das zu machen und dass wir, wie gesagt, Betriebe auch mehr fest nach runde Projekte gebunden kriegen. Wir wissen, dass Betriebe sich natürlich mat Probleme zu kämpfen in das klar, dass eng Informationen gin zu kadrieren, wo wees den ass no fordern sein Hemisland ass natürlich zeitopwendig ass natürlich en Opwand den net zu erschätzen ass méi wie gesot davon erlieft awer dat die ganze Bewegung davon erlieft Europa fir wie gesot die jungen Leiit hinnen eigentlich dat Europa opzumachen, dat Europa Minot zu bringen, Dabesfeld kennenzulehren. An natürlich auch, dat darf man nicht vergessen, den ursprüngliche Programm, der am Anfang zwischen Teichschulen funktioniert, wo doch an der Hinsicht Partnerariat zwischen Teichschulen. Leif Leiit etwer wie gesagt en kurzen Abblick an die europäische Bewegung, Blick op Europa, Blick den haut sich wie gesagt speziell op dem Erasmus-Programm konzentriert huet. Et ginn 100 Sachen, die ich kommentieren, ginn 100 Sachen, die leider as et wie gesot mir hunn Sendung emmal woch, am hunn noch 10 bis 15 Minuten an dommer geht darum zu en fir Haut. Ich so nicht Merci fir no gucken, bis die nächste Woche.